Haut um 3. Ostersonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche vu Weiler la Tour, mewer drauf vun Heitsondes Mass. Et singt Choral Saint-Cécile Weiler zum Turm Hasel, Dirigent aus den Horatio Dragan, Organistin Simon Appelbaum-Göbel. Sie spielt als Entree Allegro Moderato Maestoso vum Mendelssohn. Dunno sangemer Rendons Gloire vum Leost, Missa in honorem Sancti Rocci vum Carlo Hommel, Gloire à Dieu vu Kempf an Saint-Gé, J'ai vu des fleuves d'eau vive vum Vital, Naht dem Herrn vum Muglin, With Graceful Heart vum Mary Kay Beale, an als Schlusslied Si la mer se déchaîne vum Lydia Lelon. Dögel spielt als Sorti Toccata vum Douglas Wagner.
Am Numm vum Pap a vum Sohn a vum Heilige Geest. Amen. Den Herr sief man Dich all. Leif Leitheit zu Weiler an der Kirch, a leif all gut, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sieht. Eier mat dem oberstanenden Herr lo begenen as engem Wut, wat eis schenkt, an as engem Brot, wat fir eis bricht, will eis kurz besinnen, an dem Verzeihung frohen fir Sünd a Schuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch.
Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Und er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus wird leiden und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ein grosses Osterfest haben wir vor 2 Wochen gefeiert. Und die Osterzeit geht weiter, 50 Tage lang bis Peischten. Es ist gut, dass wir Ostern so ausgedehnt und ergiebig feiern, weil das Ereignis ist so unglaublich, ja so ungeheierlich, dass der Glauben Zeit braucht, für mitzukommen und nachzukommen. Osterglaube braucht viel Raum für zu wachsen, an einen langen Weg für reif zu gehen. Ein Studenten Monnier hat einmal mit einer ganz kurzen Osterpredigt seinen Nachlauscher provoziert und sagt: Christus als Oberstern, aber die glaubt es ja sowieso nicht. Amen. Wie können wir mehr und mehr an den Osterglauben heranwachsen? Den Oberstandenen am Evangelium haut weist sich der Jünger auf seine Initiativ hin. Osterglauben, das nicht für die Eissach, mehr Sach von Gott. An der lässt Raum für verschiedene Reaktionen. Angst und Furcht, also mal eng echt. An, sie bass erstaunt. Angst, Erstaunen, sie gut Reaktionen. Wat wir dat für ein Ostern, wo man einfach Schölleren zucken an und als Routine registrieren, wie wann nicht wir. Einfach hatte Jesus es auch nicht mit hinnen. Wenn wir die Auferstehungsevangelien gucken, dann entdecken wir, wie hier richtig mit hinnen gerungen hat. Der Jesus kämpft den Glauben von seinen Jüngern. Haut war es besonders impressionant. Hier friet sie, wie wat sie zweifeln. Hier weist hinne sing Hänner sing Face, fordert sie op, hier unzupacken. Mit Resultat das ziemlich ernüchternd. Sie halen für ihre Gespenst, für ihre Geest. Wie das sie endlich begreifen, öste schließlich 4 und hier und an ein Stück gebrodene Fisch. Sie so zu lang ob der Leitung, bis endlich de so gefall ass. A bis sie in erkannt hun, wo sie hier auch einmal verwirselt. Denkt ut Maria von Magdala, die, wie sie begehen das, hier für den Gärtner gehalen hat. Was seht dat eis? Nun, Auferstehung als etwas ganz anderes wie dat, was eis gelefig as. Etwas total Neues. Auferstehung an ewig Leben mengen op keinen Fall ein Zurückkommen an dat irdisch Leben. So wie wann de Jesus Ostermorgen do mat segem Leben weitergemacht het, wo Karfreitag no mittig opgehalen hat. Den Tod as wirkliche Aufbruch von unserer irdischer Existenz, den Tod as eng Zäsur. Mir verlosen des Welt an zurückbleiwe Menschen, die immeist traueren. Grad weil den Tod wirklich en ass, hun Trauer an Tränen hier berechtigt Platz. Mit an d'Auferstehung. Ma gesinn de Jesus dono radikal verändert, total changeiert. Lief net mehr Raum an Zeit, dat hiech de kann, so bezeit vom Johannes Evangelium, durch Zouen Diere goen. Auch de Lukas schenkt unzudeuten, wann davor schwätzt, dass de Jesus auf einmal an mit vu seine Jünger getrat ass. Die 2 Emmaus-Jünger ginn e ganzen no mittig mat ihm zu Fuß, an hier bleibt hinne friem. So just so eng Ahnung, e Gefehl. Wie sie ihn endlich erkennen, du nimmen un engem Gest.
net du segem Ausgesinn. Der Jesus schenkt also verwandelt, ernstcht, net einfach selwicht. Lieft lo an der Welt vor Gott, tritt aber aus dieser heraus, für sich seine Jünger zu weisen, jo regelrecht zu devoilieren, zu offenbaren. Du willst heschen biblisch des Begegnungen auch nicht einfach treffen, mehr Erscheinungen. Der Jesus erschenkt hinnen. Denn erklärt doch hier Angst, die zu den Erscheinungen vor Gott, denk mal de Moses beim brennenden Dornbusch, dazu gehört. Dat großt, hellicht, erhabend, dat mein Horizont weit übersteigt, tritt an des irdisch Feld an, reveliert sich mal. An et fordert man Respekt auf, et provoziert e Schaueren, Ehrfurcht für Singer Griest, lebt eng kalte Rigger an. Oberstehung ass also etwas radikal Neids. Dat war beim Jesus net ernstcht, wie doch bei der Oberstehung vun den Dodigen wert sinn. Oberstehung mengt Liewen an der jenseitiger Welt vu Gott. De Franzos seht l'au-delà. Simmer also leef Matchristen dann e ganz äneren, ass die Jesus also e lo ganz äneren. Neen, Bibel will gleichzeitig soen, dass der Jesus, den schenkt, dieselwichten ass, den Jünger as engen irdischen Deeg kann tun, mit dem sie iwwer Land gezusinn, diskutiert an gelieft tun. Am deitlichste gëtt dat bei singe Wundmalen, so auch haut am Evangelium. Der Jesus streckt hinne sing Hänner feisend geint, weil deitlich mache wüllt, dass hien dieselwichten ass, den se 24 Deeg Kreuz gesinn hun stirwen. Dreht d'Wonnen, die Liewen ihm geschlohen huet, wann noch an verklärter Gestalt. Den Obersternenen ass dieselwichte wie den irdische Jesus, trotz singer neier Äderweis do ze sinn. Oberstehung mengt also auch Identität. An Oberstehung mengt de ganze Mensch. Weil nach etwas Decisives gëtt ausgesot, dat drin gilt wie d'Oberstehung vom Jesus an die vun den Dodigen Ende vun der Zeit. Se umfasst de Leib an Seel, die ganz Person also. Den Obersternenen ass net nëmmen eng geestig gräst, eng Sach vun Bewusstsein. Hier lässt sich leiflich greifen, erfassen. Gne dozo ervitéiert den Jünger. Oberstehung as etwas anderes wie nimmen d'Fortdauer vun der Seel am Jenseits, so wie seinerzeit Griechen der Welt angegleeft hun. Vom Platon stammt jo die bekannten Satz, dass de Kierper de Prisung vun der Seel wie, an dass du wennst der Seel neicht besseres passeiere könnt, wie vom Leib erlest a befreit zu gehen. Christlich wie as sei ein ganz einer. De Jesus as net nimme Seel, nur durch sein Oberstehungsleif. Wann den Wundmalen dreht, soll do mat unmissverständlich gesot sinn, dass den Obersternenen aus Leif a Seel besteht, wann noch verklärt, an net méi u Raum an Zeit gebunden. Christentum ass do mat keng Religion, die nëmmen d'Seel fir dat wichtigst a wertvollst am Mënsch hält, an de Kierper Matière aufwehrt. Christentum steht fest mat beide Feis op der Erd, zugleich aber huet de Blick an den Himmel geriecht. Von Ufang an hunn fir Christen sich net nëmmen d'Seel, mir auch de Kierper vun ihre Matmënschen gekümmert. Se hunnet als ihren Opdrag verstan, des Welde so zu verändern, dat ze all gut dra liewe können. Du wennst hun se zum Beispiel die leiflich, an die geestlich Wirker vun der Barmherzigkeit entwickelt. Heel sinn als christlich immer ganzheitlich. Ob dieser Welt an noch nom Tod. Och de Leib gëtt erlest, werd nei do sinn, a vom Tod befreit. Domat soll auch gesot sinn, dass man als ganz Menschen mat deise Relationen, Werten weiterliewen. Man sind op dieser Welt an noch am ewige Leben Individuen, dat heißt einzigartig, unverwieselbar Geschöpfer von Gott. Jidreen ass bleibt Person. An am Leben, an am Tod hält Gott mich fest
hält mich a senger Hand. Lief Brüder und Schwestern, mat singen Hän a Feis weist den Obersternenen och sing Wonnen. E Kant huet mal geruf, wie de Kreiz gesäit, den Herrgott blut jo. Mat eisen egene Wonnen, do wo mir bluden, och bildlich geschwert, deele ma d'Erfärung vu Gott selber. Wir sind durch eis Wonnen net vu Gott getrennt, wie mat Team vereinigt. Wir fannen eng Platz vun Trost a Singe Wonnen. Gott verinnerlicht eis Wonnen, eis Leiden, höldet a sich op. Den Obersternenen an de Gekreuzigten sind dieselwichten, net zwei verschiedener. Aus engem verklärten Leib dreht hien unauslöschlich d'Wonne vun der Kreuzigung. Die Wonnen, die wie Kleinfensteren, Speicherlichter gewissermaßen vun Hoffnung ginn. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Los ma an eisen Gebiet op ganz Welt gucken, an Eis und den Herrgott wenden. Für all die, die sich an den Dienst vom Evangelium gestalten, wollen wir beten, Herrgott, heie Eis. Für die Leute, die den Sinn von ihrem Leben sichern, und für die, die enttäuscht und niedergedrückt sind, wollen wir beten, Herrgott, heie Eis. Für die Eltern, die Erzieher, Katecheten an all Leid am Dienst von den Kanner und von den jungen Leuten wollen wir beten. Herrgott, heie Eis. Für als Gemeinschaft, die um ein Evangelium soll leben, und für als Verstorben, die auf den ewigen Frieden werden, wollen wir beten. Herrgott, heie Eis. Herrgott, gute Pap, hol als Gebet un, wat man durch den oberstehenden Jesus und dich richten. Dat froh man durch Hirn, die Jesus als Bruder und als Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten de speziell haut für den verstorbenen Jean Kaiser Schanen, auch für die Verstorbenheit von der Poch. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Amen.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es steht geschrieben, der Messias wird leiden und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern die Bekehrung predigen, damit ihre Sünden vergeben werden. Halleluja. Der Leib Christi. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Silence.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Weiler-la-Tour. Den nächsten Weekend geht Oktav an. Den nächsten Samstag überdreht den Dock die feierliche Eröffnungsandacht aus der Kathedral, nur mit dem 4 Uhr, wiederholt sie um 6 Uhr, und an der Nacht um 11 Uhr. Haudertig, 1. Oktav Sonntag, geht Mass aus der Kaserne vom Heerebirch überdrohen. Und zwar morgens um 10:30 auf alle Kanäle. Doc, RTL 2 an katol.lu, also um 10:30. Die ganze Oktav könnt ihr miterleben Livestream vom katol.lu an all der pontifikal Andacht nur mit dem 4 Uhr live Doc. Ich all gut eine schöne Sonntag, eine gute Woche, und damit schalten wir zurück an den Studio.